Kontaktlos. Im Jahr 2018 haben wir durchschnittlich pro Tag 221 Mal auf unser Handy geschaut. Im Jahr 2021 ist die Nutzung vom Handy gegenüber dem Vorjahr, und die Pandemie lässt grüßen, um 30% gestiegen. 30%. Und falls einer die James-Studie kennt von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, die James-Studie die steht für Jugend, für Aktivitäten, Erhebungen in der Schweiz. Die wird alle 2 Jahre rausgegeben und laut dieser Studie beträgt die Nutzungsdauer der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren, betrug im Jahr 2020. Was denkt ihr? 3 Stunden und 47, durchschnittlich. Und im Jahr danach 30% mehr. Alle Schweizer von 16 bis 64 Jahren, also ich gehöre auch noch dazu, also Deutsche, verbringen pro Tag, egal ob Handy, Tablet, Computer, wie viel Zeit im Internet? 5 Stunden 44. Das ist so eine weltweite Studie, wo jedes Jahr rauskommt. Januar 2022. 5 Stunden 44, Schweiz ist weiter hinten. Durchschnitt ist über 6 Stunden. Ganz weit vorne ist Philippinen und South Africa. Philippinen mit über 10 Stunden online. Jeden Tag. Der eine oder andere fragt sich, was machen die? Ja. Warum erzähle ich das am Anfang von dieser Serie? Die Veränderungen in dem digitalen Bereich, die haben Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die haben Auswirkungen auf deine und meine Gesundheit und die haben Auswirkungen auf uns als Kirche. Wir leben in so einer Zeit, wo wirklich wir wahnsinnig viel nicht nur online sind, sondern sehr viel auch mit uns, mit unserem digitalen Helfern beschäftigt sind. Die Norina Herz, eine britische Ökonomin, hat darüber geschrieben, hat das Zeitalter der Einsamkeit tituliert. Und dass wir mehr und mehr zu so einer Ich-Gesellschaft sind, sie hat verschiedene Untersuchungen dazu gemacht, kann man unter anderem an der Sprache festmachen. Seit den 60er Jahren haben Wörter, die so ein Kollektiv beschreiben, also wir gemeinsam, so erste Person Plural, all diese Wörter haben zunehmend abgenommen. Wörter wie Verpflichtung, dazugehören und so weiter. Im Gegensatz andere Wörter wie persönlich, besonders, haben im gleichen Zeitraum eben auch zugenommen. Und wenn 1977, die Älteren unter uns können sich vielleicht noch daran erinnern, als Queen dann diesen fantastischen Song hatte, gibt einen super Film darüber, We Are the Champions. Wer weiß das noch? Ah ja, doch, komm, also ein paar wissen es, ein grandioser Film. Und David Bowie hat damals so gesungen, We Could Be Heroes. Dann hat Kanye West 2013 schon gesungen, I'm a God. Das ist wirklich so. Ihr könnt Popsongs, gibt Analysen darüber, wie Popsongs mehr vom We, von Bands, viel mehr zu Einzelpersonen mutiert haben. Und wenn ich jetzt sage, unsere Worship-Songs haben auch so ein Shift hingelegt seit den 60er Jahren, dann ist das wirklich so. Es sind mehr Ich-Songs entstanden und weniger Wir-Songs. Das macht was auch mit uns als Kirche. Und nicht nur das, sondern zunehmend zu dem, dass wir mehr und mehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und ich meine das gar nicht als Vorwurf, ich höre ja mitten auch dazu, sind wir auch noch mehr in Eile. Auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft, wo weltweit sogar man festhalten kann, es gibt Untersuchungen, dass sogar die Laufgeschwindigkeit von uns zugenommen hat. Ich bin langsamer heute unterwegs, aber also wenn ich all meine Zeiten anschaue von den Läufen, die ich mache, bin ich langsamer. Aber Untersuchungen in 32 Weltstädten haben ergeben, dass wir tatsächlich im Schnitt 10% schneller unterwegs sind. In dem asiatischen Raum sogar 30%. Singapur ist einer der schnellsten Städte, wo Leute ganz schnell unterwegs sind, von A nach B und so weiter. Und das macht was mit uns. Eine der skurrilsten
Geschichten, wo ich in der Vorbereitung entdeckt habe, ist eine Untersuchung, wo man unter Theologiestudenten gemacht hat. Angehende Pfarrer, Vikaren, die demnächst in ihren Dienst eintreten sollten. Und man hätte sie mit folgender Aufgabe betraut und dann wissenschaftlich untersucht und begleitet. Die eine Gruppe von Pfarrern oder angehenden Pfarrern, die hätte einen Bibeltext bekommen über den barmherzigen Samariter, sagen wir mal ihr hier. Sollte das vorbereiten und eine bestimmte Kirche hingehen und dort an dem Sonntag, die denn dort halten, die Predigt. Die andere Gruppe hier, ihr durftet irgendeinen Bibeltext aussuchen, vollkommen egal, und den auch an dem bestimmten Sonntag denn wirklich dort und dort halten. Und auf dem Weg denn an dem bestimmten Sonntag, wo ihr denn diese Predigt dort halten solltet, seid ihr einer Person, einem Mann begegnet, der hustend und röchelnd auf dem Gehweg zusammenbrach und sich nicht mehr bewegte und dann sehr schwer atmete, ein Schauspieler engagiert. Und man ist davon ausgegangen, dass die Gruppe an angehenden Pfarrern, die den Text von diesem barmherzigen Samariter aus der Bibel genommen hat, dass die Gruppe eher stehen bleibt als die Gruppe, die einen beliebigen Text genommen hat. Ihr ahnt schon, war nicht so. Hat überhaupt keinen Ausschlag gemacht, ob du jetzt barmherziger Samariter studiert hast oder weiß ich, du sollst nicht Ehe brechen oder irgendwas anderes. Null Unterschied. Der einzige Unterschied, der Ausschlag, was wirklich entscheidend war, war letztlich der Umstand, ob die Leute unter Zeitdruck standen oder nicht. Also ob sie es noch rechtzeitig schafften, wirklich an dem Ort zu kommen oder nur noch wenig Zeit hatten oder eben doch eher gut genügend Zeit hatten. Und die Personengruppe, die blieb stehen und half. Und die anderen machten sich weiter auf den Weg. Ziemlich ernüchternd in meiner Berufsgruppe. Ja? Aber könnte mir auch passieren, glaube ich. Der Titel zur heutigen Predigt, den haben wir einsame Fetischisten genannt. Genau, und wer jetzt die Hoffnung hat, ich würde ein neues Fetischkostüm zeigen, an mir selbst oder an irgendeinem anderen, den muss ich leider enttäuschen, das wird nicht der Fall sein. Wir laden mal wieder Veronika Schmidt ein, die Sexologin, die kann da mehr zu sagen als ich jetzt. Aber es hat wirklich was damit zu tun, dass wir so viel mit uns beschäftigt sind und sehr viele digitale Helfer uns auch dabei helfen, uns, mit unseren sozialen Freunden, mit unseren Bestellungen, mit dem, was uns interessiert, mit unseren Nachrichtenportalen, dass wir so viel damit beschäftigt sind, dass das wirklich zum Fetisch wird und sie eine Auswirkung haben. Wir haben so viel mehr Möglichkeit heute mit Menschen zu connecten und paradoxerweise werden wir trotzdem einsamer. In der Schweiz, jede dritte Person bezeichnet sich in der Schweiz als gefühlt einsam. Und einsam heißt nicht alleine, sondern einfach einsam. Mich nimmt keiner mehr richtig wahr. Um mich kümmert sich niemand mehr richtig. Ich werde einfach nicht mehr eingeladen. Jede dritte Schweizer behauptet das von sich. Und in der Altersgruppe von 15 bis 24 Jahren, da behauptet das, und haltet euch fest, circa die Hälfte, dass sie manchmal sich einsam fühlen oder mehr oder weniger einsam fühlen. In der Altersgruppe 15 bis 24 Jahren. Letztes Jahr rausgekommen. Leute, und das Bedürfnis nach Gemeinschaft, wenn Timon Sommerhalder und Chris Foreman jetzt eben hier vorne standen und von Small Groups reden und du das sehr gut eingeführt hast, ja, die alten Hasen, oh nein, das ist eine Neuauflage von irgendeinem Club. Nein, es hat wirklich eine Aktualität in unserer Zeit, Leute. Dass Menschen mehr und mehr sich einsam fühlen, obwohl man verbunden sein könnte und sie digital häufig sogar verbunden sind. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Leute, das ist nicht ein Bedürfnis, wo wir irgendwo nur ansprechen, halt ein kirchliches ist, sondern ich glaube sogar, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, so mit anderen verbunden sein und mit unserem Schöpfer verbunden zu sein, das ist das für unseren menschlichen Geist, was Luft, Wasser oder Nahrung für den Körper ist.
Und spätestens in Momenten, in denen eine Krankheit vielleicht an die persönliche Lebenstüre klopft oder der Arbeitslosigkeit irgendwo in deiner Abteilung einzieht oder ein Krieg, wie wir es momentan miterleben, näher in Europa kommt und wir aktueller sogar davon betroffen sind, in vielfältiger Art und Weise. Spätestens dann merken wir, wie wichtig es ist, dass wir verbunden sind. Dass wir wirklich eine Verbundenheit erleben. Was Existenzielles. Das wirkt sich auf unsere Gesellschaft und auf unsere Gesundheit. Ich werde es nicht glauben, ich habe es aber schon mal irgendwann erwähnt. Die größte Studie, die jemals bisher gemacht worden ist, in vielen Büchern wird darauf referenziert, auf die Alameda County Studie, hat man über 9 Jahre lang 7.000 Menschen begleitet. 9 Jahre 7.000 Menschen und ihre Lebensgewohnheiten betrachtet und so weiter und so fort. Wie sie essen, Sport machen, ob sie eingebunden sind, familiär und so weiter. Und das Endergebnis, ich tue es kurz zusammenfassen, ist tatsächlich, dass das Menschen, die zwar gesund essen, Brokkoli oder wie der Timon Sommer halt, Müsli jeden Tag und so weiter und Sport machen und früh ins Bett gehen und genügend Schlaf und so weiter dafür schauen. Menschen, die das praktizieren, aber alleine sind, relativ alleine leben kürzer als diejenigen, die sehr ungesund essen, Bier, Chips, Alkohol, Rauchen und so weiter, aber sehr gut eingebunden sind. Die leben länger. Wir können es zusammenfassen in dem Sinne, es ist wesentlich gesünder, ein Fondue mit Weißwein und Rotwein und Chips und Bier mit Freunden, anstatt alleine Brokkoli. Das kann man einfach so festhalten. So ist es. Punkt. Wenn ihr denkt, das ist jetzt, ja, stimmt das nur wirklich? Ja? Nein, es gibt sogar Untersuchungen über die ultraorthodoxe Gruppe, ihr kennt sie vielleicht alle, habt schon mal sie gesehen, auch hier in der Schweiz oder Graubünden häufig, Engadin oder in Israel, die Charidim. Diese Männer mit großen Hüten, häufig dann so die ganz großen Pelzhüte und Frauen haben durchschnittlich 6,7 Kinder. Die Lebensgewohnheit von den Charidim, die hat man über Jahre in Israel immer noch, tut man die Monitoring machen und sage, die haben an sich eine extrem ungesunde Lebensweise. Sie ernähren sich sehr butterig, kann man sagen. Sie benutzen wahnsinnig viel Sahne, sehr süßes Essen oder sehr salziges Essen und so weiter. Und Gemüse ist so, ja, so einmal im Monat gibt es das auch so. Gemüse ist gut für das andere, was wir sonst essen und so weiter. Es ist verrückt. Die Männer studieren fast nur die Torah, gehen nicht arbeiten, Frauen gehen arbeiten, sehr hart arbeiten, haben wenig Geld an sich, diese Familien. Und doch leben sie im Schnitt, man soll es nicht glauben, die Männer 3 Jahre länger als der durchschnittliche Israeli und Frauen 18 Monate länger als die durchschnittliche Frau in Israel. Ihre Lebensweise ist extrem vom Essen, Bewegen, Sport extrem schlecht. Aber sie sind extrem eingebunden in ihre Gemeinschaft. Sie erleben wirklich Gemeinschaft, eingebunden sein in ihrer speziellen Gruppe. Die Undine Lang, die ist Leiterin hier von Basel, von der UKP, die hat mal in einem interessanten Artikel Überschrift gesagt, Einsamkeit potenziert sämtliche Probleme im Alltag. Gesund essen und alleine sein ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Und Social Media, Leute, das ist die neue Tabakindustrie im 21. Jahrhundert. Marlboro war gestern. Social Media, die neue Tabakindustrie vom 21. Jahrhundert. Nochmals, warum erzähle ich das alles zu Beginn von dieser Serie? Also ich wollte nur sagen, die Bar ist jetzt auf, Bier und Chips ist da. Habt's gehört. Es gibt Mittagessen noch. Nein, das ist ein wichtiger Faktor, wirklich. Es ist so ein wichtiger Faktor, Gemeinschaft zu erleben. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube sogar, die Zukunft liegt in unseren Händen, Leute. Die Zukunft liegt in unseren Händen auch als Kirche. Weil ich glaube, wir haben als Kirche wirklich was
zu geben in der Zeit, wo wir drin leben. Wirklich was Besonderes zu geben. Ich glaube, wir könnten eine Lösung sein, eine Antwort geben auf enorme Fragen, die momentan in der Gesellschaft erlebt werden. Es kann sein. Ich möchte mit euch noch einen Text anschauen, den wahrscheinlich viele von euch, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, regelmäßig in der Bibel lesen oder gelesen haben, kennen den Text, wo der Apostel Paulus an die Kirche in Korinth schreibt. Ich ermutige euch trotzdem mal zuzuhören und nochmal hineinzudenken in den Text, weil ich glaube, er ist wirklich ein Schlüssel für uns. 1. Korinther: So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Und nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem Teil des Körpers. Und auch wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge und darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte doch dazu. Nach Gottes Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Leute, das ist ein wundervolles, kraftvolles Bild, ein sehr bekanntes Bild, auch ein sehr prominentes Bild in der Bibel, das Paulus hier zeichnet. Ich glaube sogar das prominenteste Bild, wo überhaupt erwähnt wird, so stellt sich Gott auf irgendeine Art und Weise eben Kirche vor. Der Kirche als Leib, als Organismus, die sich gegenseitig brauchen, benötigen, funktionieren, um letztlich zusammen eine Mission in dieser Welt zu verwirklichen und auszuleben. Jetzt könnte man nostalgisch werden. Wir haben jetzt eben einen Text von Apostelgeschichte noch gelesen. Die Leute waren jeden Tag zusammen da, haben gegessen und getrunken und am Sabbat auch noch. Was haben die sonst eigentlich noch gemacht? Die waren immer nur zusammen. Also tolle, heile Welt. Und man kann so ein bisschen nostalgisch zurückdenken. Das war ganz toll. Aber der Text hier, 1. Korinther, der ist an eine Kirche geschrieben worden, die damals schon ein ähnliches Phänomen hat, auch ohne TikTok, ohne Handy, ohne Internet. Die waren auch in ihren Interessensgruppen schon aufgespalten. Da war jeder schon in seiner eigenen Bubble drin und deswegen schreibt Paulus das. Leute, es ist so wichtig, die Verbundenheit immer wieder zu betonen, weil es driftet automatisch in eine andere Richtung. Und der Paulus macht deutlich, und das Bild spricht ja für sich, Leute, Gott schenkt den Menschen nicht einfach Gaben, sondern die Kirche ganz unterschiedliche begabte Menschen. Das ist ein anderer Ansatz. Gott schenkt der Kirche unterschiedlich begabte Menschen. Gott nicht zuerst um deine Gabe, sondern es geht darum, wie kommt die Gemeinschaft Jesu, wie dieser Leib, mit welche Gaben kommen da zusammen. Und Gott schenkt unterschiedlich begabte Menschen der Kirche. Und die Unterschiedlichkeit, die kann wirklich ein Segen werden, aber dafür braucht es eins: Du musst irgendwie verbunden sein. Du musst irgendwie verbunden sein. Es funktioniert eben nicht nur me und my Jesus und wir halten uns im Garten fest oder am Baum. Und wenn jetzt Jesus, der Heilige Geist und Gott und ich stehen so zusammen, haben Small Group. Das wird was. Und der Paulus betont, sagt nicht einfach das Individuelle, das Kollektive steht tatsächlich im Vordergrund. Und dafür braucht es eins: Ihr müsst euch gegenseitig wertschätzen. Weil nicht jeder Fuß ist, nicht jedes Hand, nicht jedes Auge. Wir sind unterschiedlich, aber wir müssen lernen, uns wertzuschätzen. Das kann wirklich einen Unterschied machen. Aber was dazu braucht, ist wirklich, ich muss das wollen. Ich muss letztlich sagen, ich bin dabei. Wir können das Geschenk Leib, so wie der Paulus das so darstellt, das können wir nicht erarbeiten. Das ist ein Geschenk an uns. Das ist Gottes Idee. Das können wir nicht daran arbeiten, sondern das wir uns gegeben worden und jetzt, aber wir können es sehr wohl zerstören. Das können wir. Wir können es kaputt machen und sagen, nein, das interessiert mich nicht, ich will nichts mit dem blöden Auge da zu tun haben oder diesem Stinkefuß da. Mit dem will ich nichts zu tun haben.
Wir können es zerstören, aber es ist ein Geschenk letztlich an Gott, wo er uns gibt. Ich möchte euch noch 2 andere Bilder von Kirche ein bisschen vor Augen malen, weil ich glaube, es ist so matchentscheidend, welches Bild wir von Kirche für die Zukunft vor Augen haben. Das ist nicht einfach nur Celebration, das sind wirklich andere Bilder, die uns helfen können, in unserer Zeit wirklich einen Unterschied zu machen. Einmal dieses prominente Bild von Paulus von diesem Leib. Ein anderes Bild, das ich jetzt nicht explizit in der Bibel erwähne, und doch kommt es überall irgendwo drin, in anderen Formen drin vor, ist ein Bild vom Schiff. So ein wunderschönes altes Segelschiff da als Bild dabei. Ein altes, großes Schiff. Da hat einer mal gesagt, die Kirche ist wie ein großes altes Schiff. Es ächzt, es schaukelt, es schwankt und manchmal löst es sogar Übelkeit aus. Aber es segelt dem Ziel entgegen. Das hat die Kirche immer getan und wird es immer tun bis ans Ende der Zeit, mit dir oder ohne dich. Mir gefällt dieses Bild wirklich, weil es spricht genau dieses an, dass wir unterwegs sind. Wir sind noch nicht angekommen, wir sind immer noch unterwegs und wir laden so viel wie möglich Menschen mit ein. Hey, mach dich mit auf diesem Weg, auf diesem Jesus-Weg. Und wir als Kirche schaukeln im Wind. Dann und wann wird es wirklich einmal schlecht. Ja, kann ich nachvollziehen. Bin schon lange in dem Schiff. Und ab und zu kommen Wellengänge, wo du denkst, wir gehen alle unter, das klappt gar nicht mehr. Und die letzten 2 Jahre in dieser Pandemie haben wir einige so Schräglagen erlebt. Wir haben hohe Wellen erlebt, tiefe Täler erlebt und manchmal ist es uns schlecht geworden und der eine oder andere hat sich übergeben müssen. Ja, das hört alles irgendwo zu dieser Kirche. Und trotzdem ist diese Kirche weiter unterwegs. Und das ist wichtig auch für uns als ICF immer wieder zu verstehen. Die Kirchengeschichte fängt nicht mit dem ICF an, nur weil wir jetzt über 20 Jahre alt sind. Es gibt da schon lange Kirche, lange, über 1000 Jahre. Leute, schon lange ist dieses Schiff unterwegs und wir sind Teil von einem ganz großen Schiff und sagen, hey, das ist super, super toll, dass wir unterwegs sein dürfen mit vielen, vielen anderen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir sind nicht allein auf dieser hohen See, sondern wir sind zusammen. Und noch ein letztes Bild, wo ich euch mitgebracht habe, wo der Evangelist Luis Palau aus Südamerika mal skizziert hat. Und er hat gesagt, Kirche ist wie ein Misthaufen. Und er hat dazu Folgendes gesagt, Kirche ist wie Mist. Wenn man ihn anhäuft, verpestet er die ganze Umgebung. Verteilt man ihn, düngt er die Welt. Das ist denn geil. Kirche ist wie ein Misthaufen. Verteilt, dann wird die ganze Welt davon Segen haben. Durch den Anhäufen fängt es an zu stinken. Ich wollte vom Programming an sich hier einen Misthaufen haben. Einfach um das Erlebnis zu haben, zu schmecken. Seht und schmeckt, wie scheußlich sowas sein kann. Das wäre eben geil gewesen, hätte ich, aber das, ja, zu konservativ. Das ist ein so geniales Bild. Wir kommen zusammen, um letztlich ein Segen zu sein für andere. Wir kommen zusammen, um Segen sein für diese Welt. Wir kommen zusammen, um Verbundenheit mit anderen Menschen wirklich hinzukriegen. Leute, die Zukunft liegt, glaube ich, wirklich in unseren Händen, wenn wir den Mut haben, uns zu verbinden. Mit Menschen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, mit Menschen, die wir ein wenig kennen und sagen, look, wir glauben daran. Wir sind wirklich davon überzeugt, dass dieser Leib zusammen wirklich eine wunderbare Sache ist, ein Segen ist für die Welt. Das ist nicht einfach für uns, dass wir besser oder heiliger, netter werden, sondern das ist ein Segen für die Welt. Versteht euch als Misthaufen. Und dann düngen wir wirklich diese Welt. Und das ist einfacher, als du denkst. Wirklich einfacher, als du denkst. Ich möchte euch ein paar Hinweise zum Schluss geben, wie du ganz einfach, wirklich ganz einfach die Welt düngen kannst. Den Mut von der Verbundenheit ausdrücken kannst. Das erste ist, bet für jemanden. Das ist so simpel, wie was simpel ist. Du kannst für Menschen beten in deiner Straße, in deiner Nachbarschaft. Du kannst für die Person beten, die gerade hinter dir sitzt oder vor dir sitzt, neben dir sitzt. Du kannst sagen, hey, heute bete ich für dich. Das ist eine simple Sache. Bezahl für irgendeinen anderen einen Kaffee. Nicht einfach hier an der Bar in der Stadt, mach eine Überraschung. Vor einiger Zeit war ich in einem Geschäft einkaufen und wie das so ist, mich nerven mich an so langen Kassenschlangen. Und
Und dann war ich ausgerechnet in der Kassenschlange, wo 2 jüngere Menschen da drin waren und sie wirklich jedes Füchster rausgezählt haben und am Ende jetzt nicht gelangt. Kennt ihr das? Das ist ein Elend. Das ist aber ein Elend. Sollte verboten werden. Und dann habe ich spontan gesagt, komm, ich zahle den Rest. Ich will einfach Vorrang machen. Das war nicht so eine christliche Tat, ich wollte einfach weiter. Ich habe einfach den Rest bezahlt, damit es vorangeht. Habe mir hinterher gedacht, wenn du das aber jetzt aus einer anderen Motivation mal gemacht hättest, das wäre eine tolle Geschichte geworden. Weil? Ja, habe ich nicht. Aber bezahle irgendeinem anderen für einen anderen Mal einen Kaffee. Back was für deinen Nachbarn. Mache Kuchen, irgendeine Überraschung. Back was für den Lehm-Matt-Treff. Wir haben seit ein paar Wochen hier 40 bis 60 Frauen mit ihren Kindern, ein Teil Männer noch dabei, jeden Mittwochnachmittag hier in der Lehm-Matt-Halle. Wir haben ein paar Bilder mitgebracht. Letztes Mal haben sie für Kinder Basteln gemacht. Wirklich geniale Sache. Aber wir brauchen Menschen, die sich verbinden lassen mit den Leuten. Und sagen, hey, ich backe was für die. Ich komme selbst vorbei. Ich könnte vielleicht mit den Kindern mal spielen. Einfach mal eine Stunde dabei sein, mit den Kindern spielen. Du musst die Sprache nicht verstehen. Kissenschlacht funktioniert auf jeder Sprache. Nimm dir Zeit, vielleicht mit der einen oder anderen Frau einfach mal zusammenzusetzen und einfach, ja, Google Translator, irgendwas, das funktioniert. Wir brauchen wirklich Menschen, die parat sind, gerade im Lehm-Matt-Treff. Gerade nächste Woche, übernächste Woche parat sind, einfach mitzumachen, zu sagen, hey, ich helfe bei den Hausaufgaben. Ich tue die Bar mitmachen. Ich will wirklich einen Beitrag leisten, dass diese Personen, die aus solchen Gebieten kommen, dass sie wirklich ein Stück der Verbundenheit hier erleben dürfen. Eine simple Sache. Du musst nicht hochqualifiziert sein, musst nicht studieren, keine Sozialwissenschaft, musst noch niemals eine andere Sprache können. Aber den Mut haben zur Verbundenheit, einfach für den Nächsten. Du kannst einfach einen Kuchen vorbeibringen und Hallo sagen. Kauf jemanden einen Blumenstrauß. Teil mit einem dein Mittagessen oder den Zwiri. Bezahl jemandem dein Mittagessen. Sag ich, lade dich einfach ein. Warum? Einfach so. Ja, warum? Ja, einfach so. Das ist ein kleiner Akt von Verbundenheit, wo ich praktizieren kann. Gib jemandem ein Kompliment. Und wir werden zu wirklich Mist, der die Welt dünkert. Ich glaube, wir als Deutsch-Schweizer müssen lernen, Komplimente zu geben. Einfach so, weil die Menschen wertschätzen. Frag nach, wie es jemandem geht. Und frag zweimal. Und vielleicht der letzte Tipp, kauf jemandem Schokolade. Weil ich mir deutlich machen, Leute, es ist einfach, ein Mist zu werden, der die Welt düngt. Es ist einfach. Und wir alle können das machen. Und ich glaube, das wird einen Unterschied machen. Und Kirche wird zu einem Ort, wo wirklich Gutes von ausgehen darf. Wo Menschen, die einsam sind, wirklich Heimat finden. Nicht einfach nur ein Schulterklopfen, sondern wirklich eine Heimat finden dürfen. Und das ist Gottes große Vision von unserer Kirche. Dass sie ein Ort ist für viele Menschen. Und sagt, hey, da habe ich Heimat gefunden. Und dazu lade ich euch ein, in den nächsten Wochen praktiziert das. Kauft Schokolade. Betet und so weiter. Und ich bin überzeugt, nach 5, 6 Wochen, es wird was anderes geschehen in unserer Kirche und darüber hinaus. Und darum bete ich wirklich, dass wir in der ganzen Serie wirklich ein Stück weiterkommen werden. Ich bete noch zum Schluss. Steht doch auf dazu. Jesus, ich danke dir für die Idee letztlich, dass du Menschen so wieder zusammenführst, in eine Gemeinschaft führst, die heilsam ist, die Menschen einen Ruheort, einen Heimatort schenkt. Und danke für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Und ich bete wirklich, dass wir als ganze Kirche weiterkommen, dass wir den Mut haben, uns neu zu verbinden, trotz schlechter Erfahrungen, trotz Enttäuschungen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns da noch neue Wege aufzeigst, dass wir auch einen Unterschied machen können, auch gerade bei den Menschen, die momentan fliehen und in verschiedensten Ländern hier bei uns stranden.